Hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr bei einem Porträt die Augenfarbe, Lippenfarbe oder auch Haarfarbe verändern könnt. Für dieses Video habe ich mir hier ein Bild ausgesucht und auch schon in Photoshop geöffnet, um es euch hier zu zeigen, wie es funktioniert. Zuerst zoomen wir einmal ans Gesicht ran und sehen, dass das Mädchen blaue Augen hat und rosa Lippen. Aus den blauen Augen werden wir nun grüne Augen machen und aus den rosa Lippen werden wir blaue Lippen machen. Was als erstes dafür notwendig ist, dass wir uns unsere Hintergrundebene wie immer einmal mit STRG J kopieren, um eine Sicherungskopie zu haben. Nun werden wir uns eine neue Ebene erstellen, uns einmal an die Augen ranzoomen und uns ein Grün auswählen, was ich hier schon einmal getan habe. Ein schön knalliges Grün. Und dann werden wir in unsere neue Ebene mit einem kleinen Pinselspitze und 100% Deckkraft einmal hier über die Ausgangsfarbe der blauen Augen mit Grün rübermalen. So. Gehen hier oben noch einmal grob lang und machen das gleiche auch bei dem rechten Auge. Ihr könnt das an dieser Stelle natürlich alles ordentlicher machen, um an ein schöneres Ergebnis zu kommen. Ich mache das jetzt einfach mal so. So. Da sehen wir jetzt schon, dass sie grüne Augen hat, was aber sehr unrealistisch aussieht. Um das zu ändern, gehen wir in den Ebenenmodus und suchen uns hier eine passende Ebeneneinstellung aus. Hierfür würde ich entweder einmal auf Farbton oder auf Farbe gehen. Hier, ich würde einfach den Farbton belassen. Und dann werden wir mit STRG G die Augen in eine neue Gruppe hineinfügen und die einmal Augen nennen. Als nächstes werden wir das gleiche auch einmal mit dem Mund machen. Da machen wir uns eine neue Ebene, zoomen uns den Mund ran und suchen uns die erwünschte Farbe aus und malen einmal über die Lippe mit der Farbe hinüber. So. 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 Dann werden wir wieder den Ebenenmodus umstellen auf Farbton. Ja, Farbton lasse ich hier mal. Und werde hier noch gewisse Stellen nochmal nachziehen, die ich gerade nicht so gut getroffen habe. So, alles was ich jetzt zu viel gemalt habe, da werde ich mir eine Ebenenmaske erstellen und die ist einmal mit Schwarz löschen. So, Deckkraft mache ich ein bisschen runter. Mit Weiß werde ich das hier nochmal hinzufügen, also wie hier. Und wenn wir nun einmal rauszoomen, sehen wir schon, dass das Mädchen jetzt blaue Lippen hat und grüne Augen. Hier werde ich auch eben mit STRG G eine neue Gruppe machen und die Lippen benennen. Nun kommen wir zu den Haaren. Die Haare werden wir jetzt an die Augen und den Lippen anpassen und dafür machen wir jetzt eine neue Ebene, suchen uns das Verlaufswerkzeug aus und werden einen Verlauf von Blau zu Grün, machen wir mal andersrum, von Grün zu Blau, so, ein bisschen mehr Grün, so. Dann werden wir eine Ebenenmaske erstellen und die unter Bearbeiten, Fläche füllen, hier schwarz, normal und okay bestätigen mit schwarz füllen. Nun können wir in unserer schwarzen Ebenenmaske mit einer weißen Pinselspitze
hier über die Haare neu malen. Das machen wir immer auf 100% und werden uns hier nun die Haare freistellen. Ich mache das hier nur einmal ganz grob, sonst wird es zu lange dauern. So. So. Dann machen wir noch hier die Haare. Und diese kleine Strähne. Und nehme hier auch wieder den Ebenenmodus auf Farbton. Hier können wir jetzt noch die einzelnen Haare, die wir nicht so gut getroffen haben, nachmalen. So. Oder gegebenenfalls Stellen, wo wir zu viel Farbe haben, einfach mit einem schwarzen Pinsel wieder entfernen. Hier ist zum Beispiel sehr viel Hautdunkel. Und fügen das auch einmal in eine neue Gruppe und benennen diese Haare. Nun können wir hier die Lippen, die leuchten mir noch ein bisschen zu viel, die können wir einfach gucken, ob wir das mit der Deckkraft hinbekommen. Ja, machen wir einfach so. Und die Augen auch noch ein bisschen runter. Ups, das ist die falsche Ebene. So. Dann zeige ich einmal das Vorher-Nachher-Bild. Das hier hatten wir vorher. Und das haben wir daraus gemacht. Ja, diesen Effekt könnt ihr an Fahrzeugen anwenden, an Decken, an Möbeln, an Kleidern oder sämtliche farbige Sachen oder auch andere Sachen könnt ihr die anwenden und einfach herumspielen, wie die Farben zu eurem Bild passen und wie ihr diese am liebsten haben möchtet. Ich hoffe, ich habe euch geholfen mit diesem Tipp und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet.